Aber wenn Sie wel ein gutes Leben haben, hier sind ein paar ganz praktische Beispiele. Ich habe eine Predigt von dir, oder ich rede wel von dir, auf Psalm 34 basiert. En Psalm, de psalmen, dat zijn Leute. En dat is interessant, wanneer man de mal daar zit je dat er een poëzie doorheen is, dat er art doorheen is. Maar ook dat het Leute zijn. En wie weet aber nicht, wer der Wies von damals ist, wer der wirklich ist. Und manchmal wünsche mich, wenn ich die Wiese, die Melodie, die Chane und den Rhythm, die Chane, würde das damals gesungen haben. Aber es kann ja sein, dass uns das alle von der nicht wahrscheinlich hier erwähnt. Das sind ein paar tausend Jahre zwischen. Und wie die Menschheit verändert sich, die Kultur verändert sich, die Art verändert sich. So, vielleicht ist es besser, wenn wir es nicht wissen, wie unsere eine Wiese und Melodie geschrieben werden. Aber es wird interessant sein, das muss ich hier nicht. So im Psalm 34, da fängt ein Wort für 7 Sorten Menschen. Oder bitte sag, wir sind alle an ein von den jetzt waren. Entweder je warst oder dann kommen. Und so ich wollte 7 Sorten einmal abnehmen. Hier ist ein Wort für die, die ziemlich sehr ein sind und sich sogar ein bisschen bedroht fühlen. Für die ist hier ein Wort im Psalm 34. Für die, die am tiefen Trübel gewahrt sind. Für die, die dem Herrn sehen. Für die, die glauben, er fehlt dort und fehlt. Hey, du sagst vielleicht alle manchmal gerne nicht. Für die Tschenja. Hier ist ein Wort für Jünd auch in Psalm 34. Für die Gerechten. Gott sie nicht Tschenja. In Psalm 34 ist auch ein Wort für die Gottlosen. So, und ich würde von dir mal was sagen. Eigentlich würde ich sagen, hoffentlich sind sie keine Bären. Aber andersrum, wenn hier Gottlose sind, was Gott noch nicht im Hort hat, dann weil wir uns freuen, dass die hier sind, hier ist ein Wort für Jünd. Im Psalm 34. So, ich wollte ziemlich viel über die Bibel lesen und vielleicht bloß klar merken, ich habe das an mein iPad dann kopiert. So, ich habe hier noch nicht eine Bibel, wo ich einmal aufschlagen, ich wollte das mit dem iPad lesen, bloß dass ich weiter oder trotzdem mit der Bibel kommt. Und das andere, ich wollte im Psalm 34 lesen, und da wollen wir die einzelnen Sachen durchgehen. Und ich wollte ziemlich viel vergleichen merken im Neuen Testament. Das Alte Testament, das steht nicht in das Neue Testament, sondern das Wort Gottes ist wiedergegangen. Und das ist sehr interessant, weil das alle ein Wort. Und dort werden wir hier uns von der Anzeige und hoffentlich merkt ihr das mit. So, ich möchte einmal den Psalm 34 verlesen. Dat zegt ze, David in Psalm, als hij zich voor Abimelech verstaalt, als wanneer hij dwars weer, en hij am wachjoeg en hij dan wachging. Ik wil den Herrn immer loven, mijn mul zal immer uit zijn am te loven. Mijn ziel zal vom Herrn immer geudet reden, dat hij, wat am elend zijn, dat hier en zich te freien. Verherrlicht met mij den Herrn, weil wir alle heb zijn noemen hoog ehren. Ich zag dem Herrn, en hij antwoordde mij, en hij raadde mij uit al meine Furcht. Die sich ab Amt verloren haben, ein Gesicht, das mit Freiheit strahlt, und sie waren niemals zu schand. Als des Mann an sein Elend schrie, hier der Haararm und Halbarm, uit all seinen Not. Dem Herrn sein Engel lauert sich am der am Färsten und halbt an uit. Fängt einmal selbst uit, wie Gott der Herr ist. Wie Gott ist dort für den, der sich ab Am verlässt. Färst dem Herrn, die seine Heilige, der am Färsten wird dort an nichts fehlen. Sogar die jungen Leibs sind schwach und hungrig worden, aber die dem Herrn sehen, wird dort an nichts Gott fehlen. Tja, kommt her und horcht um mich. Ich will ihn lehren, dem Herrn zu färsten. Wer hast du, der ihren Leben in Gaude Dau haben mocht, dann hält deine Zunge vom Bösen und deine Lippen, dass er nicht leeres reden. Blieb von dort Böse wach in der Gaudet. Seid Fried und strebt nur, den zu heilen.
Der haarhafte gerechte am Uhr in seine Ohren hören, wann der schrien. Der haarhaftig über jeden, der gesagt, der beißet denen, dort ab ihr nicht mehr und an soll jedoch worden. Der gerechte schrien und der Haar hielt ein Haupt an ut all ihrer Not. Der Haar als all die nur an, die ein Gebrech nicht Hort haben, und Haupt die ein gebrechten Geist haben. Der gerechte moet viel lieden, aber der Haar hat am ut allem Rüd. Hij bewoord am en zit toen dort am kleine Knerke spreken. Den Gottlosen wordt dort eigentlich anbringen. Wer der Gerechte verstaat, wordt gestraft worden. Der Haar hat seinen Kneich, seine Säule. Der Haar hat seinen Kneich, seine Säule. Und all die vertrauen auf am zaten, worden keine Schuld haben. So, das sind dann Teil, was wir jetzt gelesen haben. Wir wollen ein bisschen durchgehen. Und wie habe ich gesagt, wir haben so 7 verschiedene Sorten Menschen, für was wir hier ein Wort haben. Das erste ist für die, die ziemlich sehr eins sind und sich sogar bedroht fühlen. In im ersten Vers, im Psalm 34, sagt David im Psalm, als er sich für Abimelech verstaat, als wann er das Wort schwier, und der am Wachjuch und er dann wachging. So, das ist eine interessante Geschichte. David, wie mit seinem Freund Jonathan, da wir in Trouble, wenn David wie all die selbst als kennt, und Saul hatte mit einem Trouble. Und dann, jetzt David, als er mit Jonathan geredet hat, jetzt einen Priester, Abimelech. Und David wird nicht ganz aufrichtig. Er lügt ihm fair, so er kriegt er Eten. Aber der heilige Bräute wird eigentlich nicht wirklich testen in dem Moment. Und danach kriegt er Saul sein Schwert, wenn David sich bedroht fühlt. Das ist, was passiert. Und die Geschichte ist ein bisschen interessant. Ich will da nicht wieder auf angehen. Aber darauf hat Lothar David das Leute geschrieben. Das ist die Geschichte, was damals passiert ist. Dort hat er dann geschrieben. Und wenn wir dann am Neuen Testament schauen, da haben wir nicht mehr so eine Kernheitsrecht, dass Gott hier ein Kernheitsrecht in dem Sinne abstellt von Menschen, sondern er hat sein Recht, dass Jesus Christus auf diese Erde abgestellt. So wie wir seine Kinder sind Teil von Gott sein Kernheitsrecht, all hier auf Erde. Und er sagt, in seinem Wort auch, dass wenn wir hier nur folgen, wird uns das hier all besser gehen, auf diese Erde, wenn wir Frieden im Hort haben. So, wenn wir nu Gott sein Recht sind, was passiert mit uns, was ist unser Abgo hier? Und ich muss an einen Vers denken, im Neuen Testament, als ich mir reinmerke, in Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Seid einmal, erschätzt als Schub Mäden manche Wölfe. Du wären sie klug aus der Schlange und aschelig aus der Düwe. Seid fair für die Menschen, die wollen für gerecht nehmen und in ihre Judenschule prägen. Und die worden veronderstellt in Kenntnis gebracht worden, am Minthalven, als ein Zeichnis über an und über die Feldjahr. So, wie kommen wir immer wieder in Situationen, wo uns nicht schmacklich sind? Und Jesus sagt du selbst zu den Menschen, hey, ich will uns das Schub machen Wölfs. Was tun die? Die Wölfs fressen Schub, nicht? Ich will uns eine Entscheidung. Aber ich sage trotzdem, dass er uns bewahren wird. Und du hast ihn noch abgehen, sein Evangelium wiederzubringen, so dass zuletzt dann sehen, aus ein Zeichnis über Arm und über den Fälscher. So ein Zeichnis für Gott, für Jesus, dass die Menschen dort Licht sein, wo du bist. So, wenn du dich bedroht fühlst oder sei ein bist, dann verstehe ich hier, dass wir uns Kopfbrücke kennen. En zou je klugzalen zijn, weil wir das tun. Want wie in dieser Welt mag der Mensch kommen, wat uns nicht gehört werden. Want wie mag der Mensch kommen, wo das Dieste ist, wo keine Hoffnung ist. Omdat wir durch ein Licht sein, dass wir durch ein Zeichnis sein, dass wir keine Salz sein, wo dem Unterschied merken wird. So, ein reines Hort, aschuldig aus der Dübe, klug aus der Schlange. Und ich lese mir das mit Eva. Ich habe im Google so, sind Schlangen wirklich klug? Mir wird das immer interessant und ich dachte, nun, das muss ich mir mal nachlesen. Sind Schlangen klug? Und die Schlangen, du hast sehr verschieden, aber der King Cobra sei der erste ganz klugste Schlange, die es gibt.
So sei Wissenschaftler, die das studiert haben. Die können sogar ihre Strategie ändern, wenn die was gerieben will. Und dat, sie lassen die Schaft dann das anders rum oder das oder so. So die Hand investiert. Aber in der Bibel steht das jetzt wie für ein Teken von klug sein und bei der Düv von rein sein, anschuldig. Wie viel uns niemand bedroht von der Düv? Der wird uns niemals weiternehmen. Aber von der Schlange, weil wir uns bedroht. Der war leicht. Und der kann uns aus dem Opfer sein, nicht? So, wenn du in der Welt bist, wo das Dieste ist, du bist die Frucht in Licht sein. Du bist die Frucht in Salz sein. Mit einem reinen Hort, aber mit einem ganz klugen Kopf. Wer kannst du dort lernen? So, die zweite Gruppe Menschen, für die wird dein Trouble gewahr sind. Du musst dich an die Geschichte denken, wo der Tier Leprakranke nach Jesus kommen und Jesus die gesund merkt, nicht? Es passiert ein Wunder. Und wie viel kommen trägt? Bloß einer. So, wenn wir am Trouble gewahr sind, so ist der Leprakranke oder was einmal den Trouble wir. Und wie sind so froh, wenn wir davon reden, die kennen dort, wie am Trouble gewahr sind, nicht? Nicht nur am Trouble sein, wenn es dort geht, die Gusse scheint. Aber dann, ja, wenn man seine Worte hier sagt, was wir dann tun sollen. Ich will dem Herrn immer loben. Das sagt im 34 Kapitel 2. Mein Mühl soll immer reut sein, zu loben. Meine Säule soll vom Herrn immer Gott reden. Und die, die am Elend sind, dort hören und sich daran freuen. Verherrlich mit mir dem Herrn, weil wir alle zu seinen Namen hoch ehren. David wie am Trouble, nicht denkt er trägen. Der Leprakranke wird am Trouble, einer dachte daran trägen. Und lobt Gott dafür. Und dankt ihm dafür. So, wenn du am Trouble gewahr bist, dann ist es deine Abgabe und meine Abgabe und unsere Einladung, Gott einfach immer wieder dafür zu danken. Die Anerkennung zu geben, dass heute ist, was einem Rückgrat, und dafür wollen wir ihm loben. In Kolosser Kapitel 3, Vers 16 sagt, Lot Christus in Wort rechtlich manchen wohnen, belehrt und halb einer den anderen an alle Weisheit. Singt von einem dankbaren Hort Psalmen und jährliche Leute Gott zu ehren. Predige, lese von Gott in Wort rede und lobe, einfach am Singen, am Wahrer, für dort, was er in uns zu tun hat. Die dritte Gruppe, für die wird dem Herrn seht. Ich weiß nicht, wer die das geht, aber manchmal sehe ich, wie Menschen so, wenn uns das schon geht, dann kann ich Gott dankbar sein dafür, aber manchmal sehe ich wie nicht diese enge Gemeinschaft. Und mir hat das auch wirklich so. Hey, das geht ja alle schön, Dankeschön Gott für diesen schönen Morgen, weil ich sehr erschaffen. Aber Gott will Gemeinschaft mit dem Menschen. Dat we hem immer wieder anerkennen. Und dass wir hem immer wieder sehen und seine Jehen wird, wenn du dich wo wie steht, in berichtet. Das sagt Vers 5, ich sag den Herrn, und er antwortet mir. Und er rät mir uit all meine Furcht. Matthäus Kapitel 10, Vers 19 bis 20 sagt, wenn sie ihn verbringen wollen, dann sieht nicht bedeutet, doorheen wat je zeggen zal. Wils wat je reden zal, wat je droht dan die je voor. Wils dat zijn niet je die door reden, maar je voerder zijn jes die daar schön reden. Want wie Gott seht je, als nu eine gute Situation oder eine schlechte Situation, wir können ganz ruhig sein, dat zijn jes, hij heeft ons zijn jes aan ons gezegd, en dat hij ons aanleiden wordt, aan allem. Ook wanneer we mal in schwierige Situationen kommen. Gott zien jes wat er ons dan reden en darüber hebben we ons vrij. So wanneer wie Gott seht je, zijn heilen jes aan ons aanloten en aan aanloden, dan wordt hij ons leiden en hij wordt ons in alle verschillende Situationen immer weer helpen. De Bibel redt ook van dat hij is een trooster, sogar wanneer die Schlag heeft, weil de heilige jes die troost geven, dat du niet vertwijfeld wordt. Dat is to Andy. Die
Und nu lese ich wieder Psalm 34, Vers 6. Die sich auf dem Herrn verloren haben, die sich auf dem Herrn verloren haben, ein Jes, dort mit Freiheit strahlt. Und sie wurden niemals zerschont. Hey, da hier sich über Geld, nicht? Einmal Freiheit hat, einmal gesagt hat, was strahlt. Aber was sagt woran? Die sich auf dem Herrn verloren. Hier mal wieder im Neuen Testament, Philippa Kapitel 4, Vers 4 sagt, Freut immer am Herrn. Und ich sage noch einmal, freut. Dann, wenn der Teuer flott ist, wenn der Krippe zweet, oder was immer wie die Situation im Leben durchgehen, freut. Und das heißt, du gehst in 1. Petrus, und dort fällt uns vielleicht noch spannender. 1. Petrus 4, 12 bis 14. Liebe Freunde, wenn die Versicherungen, da steht die gehen auch 4 heute worden. Du seid dort nicht so an, als wenn irgendwas Büttergewand passiert. Dort ist bloß am jünen Glauben auf der Probe zu stellen. Ne harsch, freut jün, Leute. Willst du so eine Versicherung, wo je Christus seine Leidenspartner und dann wo je nachher auch die Freude haben, an seine Herrlichkeit teilzunehmen, die dann verandacht haben, wenn Jesus kommen wird. Ich glaube, das fällt uns manchmal schwer, in so einer Situation uns zu freuen, wenn es nachher, wo ihr die Freiheit habt, nicht im Himmel, und ich soll das hier alle uithören, um dann echt zwar noch mal die Freiheit zu haben. Also, das sperrt sich doch mit weit auf, nicht? Aber Jesus fordert uns auf, wie soll das tun? Die Bibel fordert uns auf, wir uns einfach frei sollen. Und ich glaube, wenn wir Deutsche checken, in dem Sinne, welche praktische, wenn wir schwere durchgehen oder versucht worden, die Bibel sagt, wir sollen uns freien, dann ist Frieden eine Entscheidung. Dann ist das nicht das Lossein von Trüher, dann ist das nicht das Lossein von dort, okay, was immer, ich lasse mich los. Sondern das ist einfach eine Entscheidung, wo wir sagen, Gott, du bist an mir, Herr Jesus, du bist an mir, und ich will mich frei. Und ich will das durchstehen. Wenn Jesus mir das verlangt von mir, das will von mir, und ich will selbst den sehen, du Hand drauf. Er will uns sehen. In Vers 7 und 34, Vers 7 sagt, aus des Mann an sein Elend schrie, hier der Herr am halb an mit all seinen Not. Da hielt sich Gott nicht, hat alle Not rüht. Dem Herrn sein Engel lauert sich am Dei, der am Fersten und halbt an üt. Findet einmal selbst üt, wo Gott der Herr ist. Wo Gott ist dort für den, der sich ab Amt verlässt. Findet das mal üt, sagt die Bibel hier. So, wenn wir ab Amt vertrauen, am anrufen, fängt das ut. Hij wird uns leiden. Und hier vielleicht fall mir ein Passage bei Markus Kapitel 4, Vers 27 bis 29 sagt, als sie von Jesus hier, kam sie durch das Volk von hinten an am Nahen und schiert seine Kleider an. Sie hat sich gesagt, wenn ich am bloß an die Kleider anschieren kann, würde ich gesund werden. Bleiben hier Fuß ab und sie können dort am Lief feilen, dass sie von ihrer Plage geheilt werden. Und Jesus sperrt Fuß an sich, dass eine Kraft uit Arm gegangen wird und dreht sich, mangt dort feucht und frug, wer hat meine Kleider angeschiert? So, weil wir uns Jesus naar Arm te komen, Arm te zitten, Arm vielleicht sogar unterschieren, seine Kleider unterschieren. Das ist symbolisch für uns, wenn Jesus erst hier nicht raum, weil wir sagen, Herr, ich komme nur die. Help me. Heil me. Ich glaube, diese Geschichte merkt uns einfach mit, wie sage ich, ich will Jesus anschieren, wenn es dann passieren Sachen. Ich will am Seetje. Für die, wat leven en fehlt dort und fehlt. Und ich glaube, wie denkt ihr dann so ein Ferkel, mir fehlt das, mir fehlt dort, und mir fehlt jant, und wie würde ein Deil weiter? Und wenn der liebe Gott mich nach so sehen, und ich nach so ein Haus kann haben, und wenn der nach mir helfen, dass ich hier würde immer möglich bleiben und nicht fürs möglich wurde, und so wie würde fehlt finden, wo uns dort noch fehlt, nicht?
Vers 10, 34, Vers 10 sagt, vers den Herrn, die seine Helden, der am Versten wird es an nichts fehlen. Sogar die jungen Leibs können schwach und hungrig werden, aber die den Herrn sehen, wird es an nichts Geld fehlen. Seht ihr den Herrn? Hey, hier ist eine Verheitung, die wird es an nichts Geld fehlen. Die werden nicht an der Hand, was ihr dann kriegt, jankert, die wird es an nichts Geld fehlen. Hey, das mal wir annehmen. Und da habe ich ein sehr feines Beispiel, und wir waren treten im Neuen Testament gegangen, Matthäus 26, 33, wo wir ein paar Mal Vers lesen, aber ich glaube, wir waren fußweite, wir haben jetzt, checkt nur die Fehl an der Luft. Die säen nicht in Ernten und nicht in Sommer nicht an der Stalling. In den Vor am Himmel fördert die doch. Sind die nicht mehr wert als die? Und wer kann sein Leben durch Sorgen und bloß ein Bett verlängern? Und zu Wort merkt ihr Sorge über die Kleidung? Denkt an die Lilie auf den Stab, über die Wasser, die arbeiten und spannen nicht. Und doch sagt ihr, selbst Salomon wie hier, wie in all seiner Herrlichkeit, nicht so angetrocken als eine von denen. Und wenn Gott das Gras auf den Stab, das von der lebt, in Mariam Uwe geschmiert wird, so kleiden das, wird er ihn dann nicht noch Eier kleiden? Was habt ihr doch für einen kleinen Glauben? Ihr sollt nicht sorgen und sagen, was wollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir antragen? Das sind alles Sorgen, die die Welt ja nicht merken. Aber ihr Vater am Himmel weiß, dass ihr das alle brauchen. Aber seht, dass erst nur Gott sein Recht und nur seine Gerechtigkeit, dann wird ihr das andere auch alle kriegen. Das Vertrauen, dass Gott wird uns lehren. Für mich, wir haben nu al für viele Jahre, dass wir als Missionare, zijn ja Missionare, wat einmal wieder nahe wollen, gelebt haben. Und eine von der schwersten Sachen, was mir einmal war schwerfällt, und diese ganze Zeit wir, dass ich das Vertrauen kann auf Gott leihen, dass ich für jeder Tag, oder jeder Monat, mein Gehalt kriege, dass ich meine Familie kann versorgen. Dat je op donation-basis, oder jetzt. Und wenn ich nu terugkijk, dan weer ganz schwere Momente. Aber ich kann mich von keinem Tag denken, wo wir nicht gegeten haben und wo wir nicht feine Kleider haben zum Antragen. Und ich kann mich von keiner Schuld denken, wo ich nicht betalen konnte, wenn ich Geld geliehen habe. Manchmal in dem Moment denkt man, Gott, kümmerst du dich nicht mehr an mich? Hast du dich mir vergessen? Aber das sind 15, 16 Jahre zurück, wo wir mit dem anfangen, mit Singen und Mission arbeiten. Und Gott ist einfach gut gewesen. Ich möchte heute Abend zu ihr sein, als Zeugnis, er hat gesorgt. Aber so viel, merken wir uns so viel Sorge. Vielleicht bist du toll, er fordert uns ab, dass wir schaffen sollen. Nicht, dass wir nicht viel sein wollen und Tüß setzen. Die Bibel sagt, wer nicht arbeitet, soll nicht eten. Ich glaube, die meisten von uns haben vielleicht nicht das Trouble, dass wir nicht arbeiten wollen. Aber trotzdem, und das seht ihr sogar, da ist Sorge, wo wir uns Leben nicht ein klein bisschen verlängern. Hey, vertrauen, Gott beten und schaffen. Hij wordt für die Sorge. Wenn hij die Blumen auf dem Fleck so stramm anlegt, dass nicht mal Salomo in der Bibel, das soll das sehr fern gewesen sein in seinem Palast, dass wir noch lange nicht so schmack aus dieser Blume, die einfach so eine feine Kleider haben. Und Gott sagt, wie viel Eier wird er da nicht sich am Dieken, am Miethammer? Hey, Gott ist gut. Die nächste Gruppe, die fünfte, das sind für die Kenia. Hey Kenia, hörst du mal her? Ich weiß, wir haben ja lange gehört nicht, aber nun ist dann was ganz extra verjüngt. So, das sagt hier in diesem Kapitel, der 12., aber den 15. Vers, Kenia, kommt her und hörst du mich? Ich will ihn lehren, den Herrn zu fürchten. Wer ist du, der du jeder Leben in Gute Dau haben möchtest? Dann hör deine Zunge vom Bösen und deine Lippen, dass du nicht Leeres reden. Blieb von der Böse weg und der Gute. Seid frei und strebt nur den zu hören. So, Kenia, wenn die wollen ein sehr feines Leben haben. Und wer muss ein feines Leben haben, Kenia? Ja? Das soll fein ran, nicht?
Und ich war nicht fragen, was die in aller wünschen, wenn es da wieder ein Teil sein, was wir hier würden hier. Aber wenn die wel ein gutes Leben haben, hier sind ein paar ganz praktische Beispiele, dann, was soll je nicht tun? Also, je moet leren je een tong te houden. Niet alles zeggen wat je denkt. Wenn du met verlaatst, wie verken im anderen, dann bring je uns selbst in Trouble. So, da haben wir dann noch nicht mehr so ein gutes Leben, wenn wir im Trouble sind. Und nicht Lees reden. Nicht ramlegen. Leih war die Wahrheit, auch wenn das ein bisschen weit dazwischen ja, das wäre falsch. Nicht Lees reden und leren die je tong te houden. Weißt du was, Kenia? Dat moet die ouderen, dat moet we alle immer waren aan uitwerken. Jetzt manchmal fällt uns das schwer, unsere Zunge zu houden. Wenn wir haben uns mit eingeiwert, dann wird wir hier mal ein bisschen mang houden, nicht? Ein bisschen schellen. Über diesem oder über die Jahren. So, da noch ein. Blieb von dat böse Weg. Und jene ältere Hand geleerd, was nicht gut ist, was böse ist. So blieb du best van weg. Ook wanneer je 12, 13, 14, 15 worden, dan jankert je vielleicht eins, mal uitproberen en wat immer. Blieb du weg. Dan word je een veel beter leven haben, sagt die Bibel. Okay? Weil wir dort uns gut machen, dann haben wir Frieden. Und wenn du Trouble ist, iets voor, man je een vriend, dan helpt er Frieden te merken. En helpt ook dat der Frieden blijven wird. Dat is wat de Bibel ons hier leren heeft. Dan zegt het weer, de Herr der Gerechte am Eeuw en zijn oren hier van de schreeuwen. So der Herr, der zit die immer. En weet je wat Matthäus sagt tot zu Gott, 28, Vers 20? Dus der Missionsbefehl, also wir sollen alle Welt kunnen predigen. Aber der letzte Satz sagt er, en verloot hierop, als sie immer beginnen, bei dem Ende von der Welt. So, wo immer du bist, wo immer wir sind, Gott sieht die. Der hat die im Eeuw, nicht um die zu strafen, die zu sehen und die zu helfen. Und wenn wir böse tun, dann strafen wir uns selbst. Dann müssen wir die Folge, müssen wir dort trauen, was wir uns selbst angeregt haben. So, weil uns daran üben. Der nächste ist für die Gerechten. Für die Christen. Ein Wort für ihn. Der Herr hat sich über jeden der gesagt, der böse tun, dort ab ihr nicht mehr an gedacht worden. Der Gerechte schrien und der Herr hielt und halbt ihn uit all ihre Not. So, wenn wir schrien, halbt Gott uns uit all unsere Not. Nicht bloß uit ein paar, uit alle. Der Herr ist all die nur an, die in Gebrek nicht gehört haben, und halbt die in bedreigten Geist haben. Ich glaube, wie große Menschen können das sehr gut verstehen. So viele haben in Gebrek nicht gehört. Oder wie viele fallen wir uns jetzt wie diesen bedreigten Geist. Aus einem Psalm sage ich, Herr, was sagt das doch mal? Da habe ich nicht abgeschrieben, aber check, was das meint. Sei dankbar an mich. Habe ich mal in diesem Moment einfach zum Mars, wo ich abwache und das ist schwer. Und ich überlege, warum ist das so schwer? Mir ist das manchmal so, ich weiß wirklich nicht. Aber es ist einfach, ich habe dann sagen, Herr, check an mich. Sei, was das meint, nicht, was das fehl vielleicht nicht. Und schenkt mir wahre Frieden. So, der Herr ist all die nur an, die in Gebrek nicht gehört haben, und halt die in bedreigten Geist haben. Heißt, Gott ist trotzdem dich bei uns. Im Psalm 50, 15 sagt er, rüb mich, wenn du in Not bist. Ich werde dir raten, und du wirst mir ehren. So Gott verspricht einfach bei uns zu sein, und er ist durch die ganze Zeit. Der Gerechte hat viel Leiden, aber der Herr hält ihm mit allem Rüt. Er bewahrt und sitzt noch dort am kleinen Knirke sprechen. Wir haben erst davon geredet, dass wenn wir in Gott sein Recht sind, dann wollen wir in diese Welt hineingescheit, dann wollen wir das Schub manche Wölfs kommen. Gott ist trotzdem bei uns. Der Herr hält ihm mit allem Rüt. 1. Petrus 4, 10, 8, 10 sagt es,
1. Petrus 4 von 8 bis 10 schön. Sie, der jedoch in Wacker, will sie jener, der bei sich finden, schlägt sich Raum an, schlägt sich Raum aus ein brennender Leben und sieht nur wem, den er verrichten kann. Dem war er stot mit festem Glauben und denkt daran, dass jene Brüder über die ganze Welt durch Lebenserfahrung genommen hatten. Und wenn die hier ein Stückchen gelesen haben, wird der gnadenvolle Gott, der jünt in Christus Jesus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, jünt selbst abrichten und wahrer herstellen und storchen, weil es hat alle Macht und Herrlichkeit und Ewigkeit. Wie würde hier, dass Gott uns versprechen würde, dass wir niemals leiden mussten, nicht? Wenn es heißt doch einmal bei uns, er ist allmächtig, er hat alle Kraft. Herr hat wie gelesen, dass wir sogar so froh sein, wenn wir versorgt wurden, können dort nicht bloß alle wegnehmen von uns. Er hat uns einen freien Wille gegeben. Und die Wahrheit ist, Satan, der ist auch in dieser Welt. Und der macht nicht, dass du Frieden im Hort hast, dass du dem Herrn anrufst. So wie Mathe, das ist eine schwere Sache, das ist gut. Ne? Aber das dort hier sagt, Gott wird die Ware abrichten und er wird die storchen und dort für alle Ewigkeit. Und er das hier all auf dieser Welt. Wenn sein Recht hat wohl hier angefangen. Und noch unsere letzte Gruppe, für die Gottlosen. Hier sagt dort, den Gottlosen wird dort eigentlich anbringen, wer der Gerechte versteht, wird gestraft worden. Der Herr hat seine Säule. Und all die vertrauen auf am Satan, werden keine Schuld haben. So, wenn du noch nicht Gott sein Kind bist, du noch nicht Jesus eingenommen hast, dann wird dir das echt sehr schlecht gehen. Viele von Jünd, hier sagen nicht viele, die nicht Christen sind, ich weiß nicht, was wir ist, aber wenn wir Gott, Jesus nicht im Hort haben, dann haben wir nicht Frieden. Und das wird bloß schlimmer. So, Gott, der sagt einfach, dem Gottlosen wird das nicht gelten, und so nimm am an. Dann wirst du Frieden im Hort haben, dann wirst du die Freiheit kennen, wenn das schwer wird, auch anders. Und du hast was versprechen gekriegt, eine ewige Herrlichkeit, ein Geldgewinn für immer. So, ich weiß nicht, wo du von dir bist. Ich weiß nicht, ob du an Versicherung stehst. Ich weiß nicht, ob du an schwere Tide bist oder wo immer du stehst. Und das ist ein Psalm, wo wir abgelaufen einmal Gott anzuerkennen, zu ehren, zu vertrauen und einfach mit ihm gehen. Ich möchte noch mal ein paar Verse lesen. Psalm 34, wo ich einmal ein paar Mal gelesen habe, aber noch einmal zurückgehen. Ich will immer den Herrn loben. Mein Mühl soll immer reut sein, zu loben. Meine Seele soll vom Herrn immer Geld reden, dass die, die im Elend sind, dort hier und sich zu freuen. Verherrlicht mit mir den Herrn, weil wir alle auf seinen Namen hoch ehren. Die, die sich ab Arm verloten, haben ein Gesicht, das mit Freiheit strahlt und sich worden niemals zu schauen. Wenn wir Gott im Hort haben, dann will wir ihm immer loben und preisen. Ihm immer ehren. Diese Gruppe wird uns, die das Leute sehen, wir kennen alle mit der Schönheit von Gott. Gott ist ein Gott, was wunderbar ist. Die jüdische Version sagt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Dass wir einfach wie das ganz dicht bei, einfach Pfeile oder Säune oder Speere, wie gut Gott ist. Und wenn wir treten, wo wir im Trübel gewahrt sind, ich glaube, wenn die würde Zeugnis haben von dir, würde alle bekennen können, Gott hat mich da gehalten. Das geht nicht schon in dem Moment. Und wenn wir daran denken, dass du echt verloren werden, weil Jesus uns frei gekauft hat vom Kreuz. Wenn du daran denkst, die Dummheit, die du angestellt hast im Leben, auch im Preachen, dann glaube ich, kann ich nicht anders sagen, Jesus hat uns verzeiht. Und dann kann ich nicht anders als ihm sehr verdanken. Uns Leben lang. Und hey, wie wollen wir einmal leben? Als Gottloser oder als Gottes Verscher, als ein Christ?
En die wir sie nicht kennen sind, haben wir eine ewige, gute Versprechung. Die nicht sie nicht kennen sind, die haben das ewige Lieden. Weil Gott loben, nu met dit Leid. Ich möchte noch beten. Dankeschön vor dem Himmel für deine große Liebe. Ich danke dir, dass du uns Leute gegeben hast, die Psalmen, wo wir von Lieder kennen, wie wir uns utrechten sollen, wie wir hier leben sollen. Und die ganze Wut, das sind so viel falsch, wo wir einfach so viele Lieder von kennen. Herr, halt uns einfach ein Update in Hand und immer die Lob und Preise, immer die Dankeschön sei für das, was du für uns tust, was du uns besehnt. Und wenn wir schwere Tiere durchgehen, dann lässt uns ein Gesicht haben, dort strahlt, dort Freude hat. Wenn wir haben eine Hoffnung, die die Welt nicht hat. Und dadurch, wo wir ein Licht sind, Salz sind, und die Menschen wollen einfach eine Hoffnung sein, hey, du kannst haben. Das beten wir Jesus, dass wir einfach das können, an diese Welt können an uns selbst abnehmen und einfach die Utleben an uns leben. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen. Ons heeft eine große Freude, die von der gewählt hast, mal uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft Maut merken, dann würden wir gleich noch diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser je in best für Lebenszeug ist oder du nochmal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Saia anluden, kann man es besiegen. Also deren sind gut für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Tag nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du dein Leben sehen und in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns das Nummer, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns hier erscheint, wir können Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die subscribe, auf den Klinger drücken, bis dort, was die dort anwollen.